die gut in Form sind. Und wir können uns, glaube ich, auf eine Begegnung freuen. Ah, wunderbar gesehen. Und den muss er jetzt verwandeln. Pfosten. Super gemacht. So, und jetzt lassen Sie die Abwehrspieler mal ein bisschen laufen. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. So, die Gefahr erstmal wieder vorbei. Der Ball ist geklärt. Kann er die Möglichkeit nutzen? Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Er hatte eine mögliche Verletzung des Gegners in Kauf genommen. Deswegen gelb. Also ein anderer Schiedsrichter hätte für diese Aktion den Spieler vom Feld geschickt. Da hat er richtig Glück gehabt. Gut nach vorne geköpft. Ja, das konnte ich sehen lassen. Also der Stellen und die heimischen Fans konnten sich erstmal freuen. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Ja, und wie er die Möglichkeit ausgenutzt hat. Hut ab. Knapp 10 Minuten hat es gedauert, aber jetzt haben wir das erste Tor gesehen. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ah, der kommt da zu spät in den Zweikampf. Schlechtes Timing. Es gibt Freistoß. Ist das gute Abwehrarbeit? Nein, daraus könnte sich was entwickeln. So, das ist jetzt der letzte Abwehrspieler, den er noch vor sich hat. Ja, da ist einer, der kann die Spielsituation genau richtig einschätzen und profitiert davon. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Der Ball ist im Tor aus. Logische Folge, Abstoß. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Jetzt schauen Sie mal, wie leicht das aussieht bei einem so hervorragenden Torhüter. Toll abgefangen. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Ja, das sieht der Trainer gern. Das war ein richtiger Zuckerpass. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. So, für den Rest des Spiels sollte er jetzt lieber ein bisschen aufpassen, denn bei der nächsten Verwarnung ist er draußen. Gelbe Karte nach dieser rüden Attacke, gut gesehen vom Unparteiischen. An die Latte, aber trotzdem noch Achtung. So, und erstmal raus mit dem Ball per Kopf aus dem Gefahrenbereich. So, jetzt wird's gefährlich. Ja, gehalten, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Oh, das war ein guter langer Ball und jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, wenn Sie mich fragen, hat der Spieler da durchaus noch eine Portion Glück gehabt. Nur gelb für das Foul an einem Spieler, der überhaupt nicht in Ballbesitz war. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Und das passt alles zusammen.
Klasse Reflex des Torhüters. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Der Torhüter hat toll gehalten. Ganz weiter Ball vom Keeper. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Klare Sache, das muss die gelbe Karte geben und hoffentlich hat er sich keine ernsthafte Verletzung zugezogen. Ja, für so eine rüde Attacke sind andere Spieler schon vom Platz geflogen. Klasse, wie er den spielt. Ja, der ist gut, der ist lang und der kommt an. Tja, wenn sie es der Verteidigung so leicht machen. Achtung, genau in den Lauf. Ja, das ist ein ganz enges Spiel. Ja. Da ist die erste Hälfte schon vorbei. Ja, ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Schön gemacht. Zieh ab, Junge. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Ja, das geht immer hin und her hier. Jetzt wieder in die 1:0. Und damit wissen wir, dass für die zweite Hälfte eigentlich noch alles drin ist. Ja, sie waren in den ersten 45 Minuten ganz klar die spielbestimmende Mannschaft und liegen meines Erachtens völlig verdient in Führung. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, da geht er energisch in den Zweikampf, aber alles sauber, alles in Ordnung. Und nach diesem üblen Foul gibt es Freistoß. Wenn man das Foul in der Zeitlupe sieht, wird deutlich, dass der Schiedsrichter hier eine Karte hätte zücken müssen. Ja, da fängt der Torhüter den Ball ganz sicher ab. Ja, tolle Parade. Das wäre ansonsten die Entscheidung gewesen. Und ich glaube, der ist immer ein bisschen vom Fuß gerutscht. Gute Abwehrarbeit. Gehalten, aber der Ball ist immer noch heiß. Raus mit dem Ball, nur raus aus dem Strafraum. Ein wunderbarer Pass. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Der Ball war ganz woanders und der Schiedsrichter gibt gelb. Und der Spieler kann froh sein. Da hätte man auch über Rot nachdenken können. Ja, langsam sollten sie wirklich mal einen Gang runterschalten. Da hat die Verteidigung aber geschlafen. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Ja, das ist ja eine ganz lockere Angelegenheit hier für den Abwehrspieler. Noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Ja, schöner langer Abwurf vom Torhüter und präzise. Den Ball weit nach vorne gepasst. Ja, er rettet die Situation per Kopf. Ja, klasse Abwehrleistung. Der köpft hier den Ball nach vorne. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk.
technisch sauber sein Kopfballspiel. Da stand er eigentlich zu weit weg vom Ball und trotzdem kommt er irgendwie noch dran, der Keeper. Guter Spielzug. Und jetzt ist der Ball weg und der Gegner darf wieder. Ja, was für ein Solo. Der Ball ist erstmal raus aus dem Strafraum und sie können ihn erstmal durchatmen. Achtung, jetzt brennt's. Und die Fans sind oben auf. Das Spiel steht unentschieden. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. So, und nach dem Tor ist jetzt alles wieder offen. Jetzt hat der Trainer einige Umstellungen vorgenommen. Und es kommen gleich 2 neue Akteure in die Begegnung. Und da war er wieder auf dem Posten. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Ja, bloß weg damit. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben. Freistoß. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor. Ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Pfosten und. Ja, schöner Ball und der geht bis weit ins Mittelfeld. Klasse Aktion. Den Ball hat er nicht berührt, den Gegenspieler dafür umso mehr, also Freistoß. Und zum 3. Mal wechselt er aus, der Trainer, und damit ist das Kontingent erschöpft. Jetzt gehen sie zunehmend Risiken ein hinten, aber hier nochmal im Glück abseits. Und wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Tja, wenn der Gegner den Ball so leichtfertig verliert, dann nimmt ihn halt die andere Mannschaft. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Der kommt gut. Und das war die letzte Aktion, da bin ich sicher. Eigentlich war es schon vorbei und dann doch noch dieses Tor so kurz vor dem Schusspfiff. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. So, und jetzt geht's hier richtig ab. So kurz vor dem Schlusspfiff das Führungstor. Der Trainer wechselt aus. Schöner Pass. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Was bleibt dem Schiedsrichter anderes übrig, als für dieses Foul die gelbe Karte zu zücken? Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. Und der Torwart hat einfach ein gutes Stellungsspiel. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. So, da ist der Schlusspfiff und die Mannschaft geht als Sieger vom Platz. Sie können alle zufrieden sein. Spieler, Trainer und auch die Fans.